Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Vielleicht hilft mir die Pressekonferenz, das Spiel ein bisschen besser einzusortieren, einzuordnen. Wie gesagt, irgendwie ist mein Kopfhörer auch schief, Alter. Ich tue mich ein bisschen schwer, das heute irgendwie vernünftig einzuordnen, das Spiel. Von daher gehen wir mal rein. In den Bums. Keine gesehen. Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und RB Leipzig. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer bei mir und das erste Statement gebührt wie immer dem Gästetrainer Thomas Tuchel, bitte. Ja, danke. Zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Dass ich jetzt echt Notizen gemacht oder was? Natürlich aus unserer Sicht. Wir haben ganz gut begonnen, aber leider nur für 2 Minuten und hatten die Riesenchance zur Führung, die wir dann nicht machen. Und haben dann im Grunde, ja, unseren... Ich weiß auch nicht, ob Jamal irgendwie im Hinterkopf hat hier, ich habe hier letztens gelesen, es geht hier um den goldenen Schuh oder Golden Boy Gedöns da. Wo das letzte Jahr ist, wo er die Chance hat, das zu gewinnen und zwischen ihm und Bellingham und vielleicht hat er das ja deswegen so verkrampft, die letzten Spiele, dass er unbedingt noch was zeigen will, weil Bellingham halt liefert bei Real Madrid und bei ihm läuft es halt die Saison bisher noch gar nicht. Ja, muss man ganz klar so sagen. I don't know, er hatte heute die Riesenchance, ja, hätte uns da in Führung bringen können und wer weiß, wie es gelaufen wäre, aber hätte Fahrradkette, interessiert uns am Ende nicht. Hat das Ding nicht gemacht und ja, mit den Leistungen, die er aktuell zeigt, muss er auch nicht irgendwie über einen goldenen Boy oder Schuh oder was auch immer nachdenken. Ja, das, was wir uns vorgenommen haben, nicht mit Leben füllen können. Gar nicht. Wir waren zu langsam, zu fehlerhaft in unserem Spielaufbau. Ja, wir haben kaum mal einen vernünftigen Ball zu Mangel. Wir waren super lahmarschig. Wir waren nicht mutig genug, wir haben die Räume gar nicht gefunden, in denen wir eigentlich das Spiel beschleunigen wollten. Wir haben aber keine Spielkontrolle reingekriegt, die wir eigentlich haben wollten. Und haben dann noch fehlerhaft verteidigt bei einem Einwurf und bei einer Ecke. Dann haben wir Glück, glaube ich, mit der Abseitsentscheidung, dass nicht noch das 3-0 fällt. Und ja, dann haben wir schon die Sachen vereinfacht in der Halbzeit. Und haben aber eine andere Mentalität gezeigt, eine andere Energie. Was für Sachen vereinfacht? Weißt du, ich finde es auch immer schwierig. Ich frage mich manchmal, ob der Tuchel vielleicht einfach zu viel auf den Gegner achtet. Ich meine, wir haben es heute wieder gesehen. Selbst Leipzig, ja, spielt eine Ecke defensiver gegen uns. Was doch logisch auch ist. Ja. Ich weiß nicht, ob Tuchel will sich dann immer auf den Gegner einstellen. Der Gegner stellt sich zu 110% auf uns ein. Ja? Und ja, I don't know, dann stehen wir heute halt auch defensiver, passiver und kommen dadurch gar nicht ins Spiel. Ja, ich habe ja in meiner Analyse auch gesagt, ja, man könnte mal ein bisschen vorsichtiger sein, beziehungsweise dann den Sechser auch mal den Sechser sein lassen und mal einen Musiala und ein Leimer, was das Wichtige gewesen wäre in dieser Aufstellung, einfach mal nebeneinander als Achter, ja, dass ein Musiala halt das spielt. Wir haben ja auch gesehen, wie das Tor gefallen ist, ja, genau wieder aus so einer Sicht. Gut, es war ein Konter, ja, logisch. Aber das meine ich halt, er muss von dieser Posi auskommen, ja, wenn wir gegen tiefen Gegner stehen. Da war jetzt Leipzig nicht tief, aber sonst stand Leipzig tief und dann ist ein Musiala, wenn du ihn da vorne anspielst, macht es halt auch keinen Sinn. Deswegen nehmen ihn doch ein Stück zurück, nehmen den Kimmich ein Stück zurück, dass wir defensiv ein bisschen stabiler sind und dann hast du da vorne einen Leimer und einen Musiala stehen, der ein bisschen Raum hat. Ein Kane hat auch kein Problem, da mal sich ein bisschen fallen zu lassen und dann kannst du mal die Außen schneller einsetzen. Aber nein, wir haben wieder Schema X gespielt mit Kimmich und Goretzka in der Mitte, was mir einfach zum Hals raushängt, Alter. Was du dir einfach nicht mehr angucken kannst. Es ist grausam. Das Zusammenspiel ist grottig, wenn die beiden auf dem Platz stehen. Das Zusammenspiel ist dann mal gut, wenn ein Goretzka hinterm Kimmich spielt. Ja, aber ein Kimmich war heute ganz klar der Sechser. So. Das ist das große Problem. Dann stell ein Leon als Sechser auf und ein Kimmich als Achter meinetwegen. Ja, das kann man sich dann vielleicht mal angucken, wie das so harmoniert. Aber andersrum. Ein Leon ist immer fast ein Totalausfall gegen einen Gegner, der tief steht. Weil es auch nicht seine Spielweise ist. Er ist nicht der Mann, der Techniker, der den Ball annimmt, 2, 3 Leute austänzelt und dann Ball in die Tiefe spielt. Das kann Leon nicht, das ist er nicht.
Er ist ein Spieler, genau wie es in Gravenberg war, wo wir ja keinen Platz für haben bei uns im Team, der Raum braucht. Ja, wenn er Raum hat, wenn er mit dem Ball 30 Meter marschieren kann, wenn er dann in den 16er vorstoßen kann, wenn dann aber auch mal Flanken kommen. Wir spielen ja ohne Flanken. Was will denn Goretzka auf dem Platz? Was soll er sich im 16er einschalten? Wir spielen ohne Flanken. So. Aber er gab ja auch gar nicht die Chance heute, sich im 16er einzuschalten. Weil der Ball gar nicht über außen mal ankam. Also, Katastrophe, wirklich. Katastrophe, erste Halbzeit. Andere Überzeugung, einen anderen Biss, anderen Willen, die Sachen umzudrehen, haben dann ein Tor bekommen mit einem Elfmeter, mit einer Wahrentscheidung und offensichtlich hat uns das Vertrauen und die ein bisschen Freiheit gegeben und dann auch so zu spielen, wie es sein muss, mit der Energie. Es war sehr wild, es war sehr offen, es war sehr risikoreich, aber es war angemessen dem Spielstand. Und deshalb ist jetzt erstmal das Fazit eher positiv. Nach 0-2 haben wir es nicht akzeptiert. Ja, ich sage ja, er hat dasselbe Problem wie ich, Alter. Das Spiel einzuordnen ist super schwierig. Ja, erste Halbzeit war wirklich Katastrophe. Wobei man jetzt nicht sagen konnte, dass wir nicht wollten. Ich hatte eher so das Gefühl, wir konnten nicht. Wir hatten keine Mittel. Ja, zweite Halbzeit war es dann echt okay, aber ja, war es dann vielleicht zu wenig? Weiß ich nicht. Ist super schwer, das einzuordnen. Akzeptiert zu verlieren, haben Reaktion gezeigt, haben auch Stolz gezeigt und Charakter gezeigt und das Spiel nicht ganz gedreht, aber zumindest ausgeglichen. Und das ist mein Fazit. Vielen Dank. Dann Marco, deine Analyse bitte. Fragen? Nicht Thomas erst, dass ich wegkomme? Ja, ich dachte, du machst dein Statement kurz und dann die Fragen an Thomas. Dann mache ich es wirklich kurz. Weil Thomas muss weg. Ja, viel gesagt, finde ich. Bayern hätte in Führung gehen können, gleich in der 2. Minute. Danach haben wir sehr, sehr gut und fleißig verteidigt, haben wenig zugelassen. Bayern natürlich immer wieder dann auch viel am Ball, hatten gute Situationen immer wieder im Umschalten nach vorne, haben unsere Tore gemacht, hätten vor der Pause tatsächlich dann auch noch über einen Elfmeter fast das dritte machen können bei der knappen Abseitssituation. Uns war dann schon klar, dass Bayern zur Pause was anpassen wird, dass sie sich natürlich auch nicht geschlagen geben. Ich finde, wir sind ordentlich aus der Pause gekommen. Trotzdem war Bayern auch dort wieder dann dominant. Wir haben uns aber gut gewehrt. Wir kommen dann in den Elfmeter, der sicher einer ist, so wie die Handregel funktioniert. Und ja, dann, dass Bayern dann nochmal dran glaubt, das ist klar. Aber wir sind trotzdem oben geblieben, haben weitergemacht. Kriegen zu Hause mit einer 2-1-Führung einen Konter zum 2-2. Das stellt man sich dann natürlich auch anders vor als Trainer. Und hinten raus war es sehr wild und offen. Wir hatten nochmal eine große Chance kurz vor Schluss. Die Bayern hatten nochmal einen Kopfball. Hätte es noch einen Lucky Punch geben können. Insgesamt finde ich ein klasse Spitzenspiel am Samstagabend. Naja, weiß ich nicht. Ja, aus RB-Sicht vielleicht, für den neutralen Zuschauer auch vielleicht, mag ich nicht beurteilen. Aus Bayern-Sicht, wie gesagt, die erste Halbzeit war eine Katastrophe leider. Ja. Beziehungsweise Leipzig war auch stark, das muss man auch sagen. Ja, das muss man anerkennen. Also da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie nur sagen, wir waren so schlecht. Leipzig war auch stark. Leipzig hat super gemacht, war richtig fickerig in den Zweikämpfen, hat uns kaum Raum gegeben, stand defensiv super stabil, hat super schnell umgeschaltet, all das, was man gegen uns machen muss. Ja, und nochmal, wir hatten die Probleme, habe ich gerade vorhin auch schon ausgeführt, mit Kimmich und Goretzka, was einfach nicht geklappt hat. Ja. Fertig. Und dann ist es halt auch schwer, ins Spiel zu finden. Ja. Aber auch Musiala war dann weiß ich nicht, hätte vielleicht auch mal sich ein bisschen mehr fallen lassen können und ein bisschen mehr versuchen können. Im Nachhinein kann man immer viel klug scheißen, das weiß ich. Ja, zweite Halbzeit fand ich auch so dann so die letzten Minuten, obwohl wir dann irgendwann so hatten, Nachspielzeit hat man dann gemerkt, oh nee, komm, jetzt versuchen wir es mitzunehmen und gehen nicht mehr irgendwie aufs dritte Tor oder sowas. Ja, dann haben wir so der Kopfball da vom Choupo, aber ja, weiß ich nicht, wild. Und mit einer verdienten Punkteteilung, so alles im Allen, fühlt sich für mich total in Ordnung und okay an. Danke. Danke, Marco. Dann, wie gerade schon angedeutet, bitte erst die Fragen an Thomas Tuchel aus Zeitgründen und wir starten hier vorne in der ersten Reihe. Moment, das Mikro bitte jetzt.
Herr Tuchel, 2-2 gegen Leipzig, gegen Leverkusen war es das gleiche Ergebnis. Rechnen Sie damit, dass eben dieses Jahr vielleicht nicht nur der Meisterschaftskampf Bayern und Dortmund ist, sondern wenn man sieht, wie Leverkusen... Bayern, Dortmund, oder also, ganz ehrlich, bleibt doch mal auf den Schuh, Alter. Selbst Leipzig spielt einen besseren Fußball wie wir oder Dortmund aktuell. Von Leverkusen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja? Und die Stuttgarter sind da oben auch noch drin, also auch eine wilde Geschichte. Auftritt und Leipzig ja auch so stabil, dass es einfach mal vielleicht 3, 4 Mannschaften sein könnten, die ihnen das Leben schwer machen? Klar kann das sein. Klar kann das sein. Die Mannschaften spielen auf jeden Fall im Moment sehr gut, sehr gefährlich und sehr erfolgreich. Und wir schauen auf uns. Macht keinen Sinn, dass wir anfangen zu spekulieren. Wir müssen genug Sachen zu verbessern und unseren eigenen Weg zu gehen. Und dann, wir wollen am Ende vorne sein. Wir wollen die ganze Zeit vorne mit dabei sein und konstant zeigen und den Biss zeigen, dass wir können, und das ist die Aufgabe. Javi Cáceres für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Herr Tuchel, guten Abend. Wie viel hat Rafael Guerreiro dazu beigetragen, die Sachen zu vereinfachen, wie Sie sagten, nach der Halbzeit auf dem Feld? Ja, ich weiß natürlich, dass Rafa einfach ein Selbstvertrauen hat, das aus seinen Fähigkeiten kommt, und Selbstvertrauen hat, das genährt ist von seinem Spielverständnis, und dass uns das gut tun wird, weil er einfach schlau in den Zwischenräumen ist und jeden Ball haben will und sich selber da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vertraut und seinen Fähigkeiten vertraut. Und Mathis daneben haben wir gehofft, dass mit 2 Französischsprachigen da einfach vielleicht einen Schlüssel finden, ein bisschen gefährlicher zu werden und gefährliche Räume zu kriegen und mit Mathis noch einen Tick mehr Unbekümmertheit und Körperlichkeit und Speed dazu bekommen. Und das haben beide auch gemacht und dann schon gesehen, dass halt was ein Tor einfach auch macht in so einem Spiel und Sicherheit und Vertrauen gibt und natürlich einen Effekt hat. Und beide haben ihren Beitrag dazu geleistet, aber insgesamt haben wir mehr Biss gezeigt. Wir haben, wie Marco richtig gesagt hat, wir haben uns dann nicht geschlagen gegeben. Und das ist im Moment, glaube ich, der große Unterschied zur letzten Saison. Ja, das stimmt natürlich, ne? Gar keine Frage ist das ein Unterschied zur letzten Saison. Da wären wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Aber das kann ja jetzt auch nicht der Anspruch von uns sein. Ja, nochmal. Klar, Leipzig spielt das Spiel, du kannst 2-2 spielen, völlig okay, gar keine Frage. Ja, aber die Art und Weise, wie die erste Halbzeit gelaufen ist. Nochmal, natürlich hat Leipzig seinen Teil dazu beigetragen, war mega stark. Möchte ich gar nicht irgendwie wie schwach reden oder sagen, das lag nur an uns. Aber du musst da andere Mittel finden. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass Leipzig angerannt ist, wie blöd und uns an die Wand gespielt hat. Ja. Es war einfach so, dass wir viele, viele leichte Ballverluste hatten, einfach gar keine Ideen hatten, gar keine Positionierung. Es war gar keine Bewegung mal vom Leroy oder vom King. Alles stand nur, keiner hat mal ruschiert. Wir wechseln auch nicht mal die Seite. Auch in der zweiten Halbzeit nicht. Wie gesagt, ein Sané hätte da 8, 9 Mal flanken können. Macht er nicht, will er nicht, keine Ahnung. Und muss diese Spiele nicht komplett entgleiten, auch wenn es heute zu lange war, mit einer ganzen ersten Halbzeit, wo wir nicht zu uns selber gefunden haben. Aber wir geben es nicht her und wir wollen es nicht wahrhaben und wir tun dann alles dafür, dass es nicht so bleibt. Das ist sehr gut. Keine weiteren Fragen an Thomas Tuchel. Das ging schnell. Dann vielen Dank, gute Heimreise euch, und mit den Fragen an Marco Rose machen wir dann gleich weiter. Ciao. Ja, bitteschön. Ich guck mal, wie lange das geht, dann nehmen wir die noch mit, ey. Obwohl, das geht noch ewig, ja. Ja, Herr Rose, ähnliche Frage, wie ich Tuchel eben gestellt habe. Wenn man gegen Bayern München zweimal kurze Zeit gewinnt, jetzt 2-2 spielt, auch hätte durchaus gewinnen können, ist man dann zumindest im 1-gegen-1 auf Augenhöhe? Jetzt ist Thomas weg, ne? Da kann ich vom Leder ziehen. Ich finde es klasse, dass wir das heute so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, weil Na, man muss sich halt mal die Mannschaft angucken, wie viele junge Burschen da drum rennen und wie viele neue Spieler dabei sind. Also das verdient schon Lob und Anerkennung, ja. Da müssen wir gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Ja? Und wir haben es heute gesehen, wir konnten halt nicht gewinnen gegen diese Mannschaft. Punkt. Ja. Und es war gegen Ende wilde Geschichte. Jeder hatte die Chance noch irgendwie, wenn auch nicht gut zu Ende gespielt, dass wir jetzt irgendwie die 100-prozentigen Dinger da hatten, aber jeder hatte noch die Chance, ein Tor zu machen.
Also, ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Ich habe es gerade schon gesagt, Leipzig, Leverkusen, sehr wahrscheinlich Stuttgart, obwohl ich von denen noch nichts gesehen habe, werden besseren Fußball aktuell spielen wie wir. Punkt. Wer mich kennt, ich will immer alles. Ich will, dass wir gewinnen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Und trotzdem bin ich mega realistisch und ich weiß, was wir im Moment können, auch mit dem Personal, was wir haben. Das ist eine Menge. Mich freut es, wie stabil wir sind. Aber ich glaube, dass so dieser Vergleich, der hinkt nach wie vor. Wir haben es halt, aus meiner Sicht, wir haben es halt Leipzig einfach zu einfach gemacht. Gerade in der zweiten Halbzeit, ja, da war Leipzig schon eine Phase lang echt gut am Wackeln. Da hätten wir halt mal richtig reinstechen müssen. Da hätten halt mal Flanken in den 16er fliegen müssen und. Und da kam halt gar nichts. Es war immer nur die gleiche einzelne Kackaktion. Entweder ein Leroy oder ein Musiala, die da versucht haben, irgendwie sich durchzueiern. Auch ein Davis, der immer wieder dann in die Mitte gezogen ist oder den Ball in die Mitte gespielt hat, anstatt ihn einfach mal die Grundlinie lang zu spielen auf dem Teller, dass der einfach mal eine Flanke reinhaut. Auf der anderen Seite dasselbe mit dem Leimer, der ist schon 100.000 Mal hinterlaufen, hat nicht einmal den Ball gekriegt. Einmal in der zweite Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit, glaube ich. Ja, dann hat er einmal zurückgelegt. Aber in dieser Phase, was so eine gute Viertelstunde war, ja, gerade so nach dem 2:2, die 10 Minuten, da hättest du halt einfach mal ein paar Flanken reinzimmern müssen. Und wenn sie aus dem Halbfeld gewesen wären, ja, du hast da einen Harry Kane drin stehen, Punkten, Tell weiß auch, wie man köpfen kann, wenn er einrückt und Davis flanken würde. Ich weiß nicht, warum wir das Stilmittel nicht nutzen, warum wir aber auch kein Zusammenspiel da vorne. Alles nur Einzelaktion, ja, kein Kombinationsspiel. Und da, finde ich, haben wir es Leipzig zu einfach gemacht. Was jetzt nicht die Leistung von Leipzig schmälern soll oder so, auf gar keinen Fall. Das sehe ich einfach so, weil dafür ist zu viel passiert bei uns im Sommer. Dafür fehlt uns jetzt der Kapitän, uns fehlt Dani Olmo. Und ich bin einfach richtig froh, dass wir das trotzdem so leisten, wie wir es im Moment leisten. Ja. Okay, Leute. Damit beende ich das Ganze jetzt, weil, ja, wir müssen uns jetzt nicht hier die ganzen Fragen über RB Leipzig reinziehen. Wir sind hier immer noch ein FC Bayern-Kanal. Wie gesagt, ja, Lob und Anerkennung an Leipzig. Nochmal, die Abgänge, die sie hatten und jetzt die Mannschaft, wie sie auch schon direkt funktioniert. Ja, verdient Respekt, auf jeden Fall. Und nochmal, sie spielen mit Sicherheit einen besseren Fußball wie wir aktuell, auch wenn sie heute gegen uns einen Tacken defensiver waren und nicht so den Fußball spielen, wie sie ihn vielleicht sonst spielen. Bei uns ist weiterhin eine Riesenbaustelle. Und Tuchel kriegt es nicht hin, da mal konstant reinzukriegen. Und wenn wir uns mal angucken, die Spiele, wo ein Leimer Achter war, wo ein Leimer nicht Achter war, dann guckt euch mal den Unterschied an. Und ich meine, wir können es jetzt nicht nur daran festmachen, ja. Aber ich glaube, das ist schon ein großer Faktor. Ich glaube schon, dass er auch einfach diese Einstellung auf dieser Position und dieser Druck, dieser Wille, der dann da auf dieser Position auch herrscht, ja. Das war heute kein Vergleich zum Leon. Sorry, Leon, ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, nichts gegen dich. Vielleicht wärst du auf der 6 sogar richtig einen guten, wenn er sich auf diese Position einlassen würde. Aber das ging uns heute völlig ab. Ja. Und ja, es wird einfach Zeit, dass da jetzt Nägel mit Köppe gemacht werden. Und das heißt, der Leimer muss die 8 spielen. Punkt. Und Tell muss links außen spielen, wenn Coman so eine Leistung bringt wie heute. Punkt. Fertig. Da muss man nicht rumdiskutieren. Und dann ist doch gut. Ja, dann können die Jungs sich mal einspielen. Aber was bringt dir das, wenn Leimer mal ein Spiel auf der 8 spielt? Was dann natürlich auch noch super gelaufen ist. Klar, Bochum nur, ja. Anführungsstrichen nur. Und danach ist das wieder Geschichte. Ja, wir reden immer davon, ja, wir wollen eine Achse haben, wir wollen uns einspielen, bla, Sülz. Aber ich schweife ab. Leute, das war meine Reaction zur Pressekonferenz. Rot-weiße Grüße gehen raus. Kann ich das Spiel ein bisschen besser einordnen? Ich weiß es nicht. Am Ende, ja, wahrscheinlich ein verdientes 2:2.